Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Angelns. Hast du gewusst, dass Angeln eine der ältesten Freizeitbeschäftigungen der Menschheit ist? Ja, das stimmt. Schon in der Steinzeit haben Menschen gefischt, um Nahrung zu finden. Was glaubst du, warum Angeln heute noch so populär ist? Ich denke, es hat viel mit der Ruhe und der Entspannung zu tun, die man dabei findet. Viele Menschen nutzen es als Ausgleich zum stressigen Alltag. Absolut. Und es gibt auch so viele verschiedene Arten zu angeln: Fliegenfischen, Spinnfischen, Brandungsangeln und vieles mehr. Jede Methode hat ihre eigenen Techniken und Herausforderungen. Beim Fliegenfischen zum Beispiel ist die Technik entscheidend. Man imitiert den Flug einer Insektenlarve, um den Fisch zu ködern. Es erfordert viel Übung, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und dann gibt es natürlich auch das Hochseeangeln. Da spricht man schon über ganz andere Kaliber von Fischen. Makrelen, Thunfische oder sogar Haie können da an die Leine gehen. Genau, und dafür braucht man dann auch die richtige Ausrüstung. Eine stabile Rute, eine starke Schnur und oft auch ein Boot, um auf das offene Meer hinauszufahren. Aber nicht nur die Technik und die Ausrüstung sind wichtig, auch die Kenntnis über die Fische selbst spielt eine große Rolle. Was für Fische gibt es in unseren heimischen Gewässern? In Deutschland findet man häufig Barsche, Forellen, Hechte und Karpfen. Jeder Fisch hat seine eigenen Vorlieben, was Köder und Umgebung angeht. Richtig. Und die Jahreszeiten spielen auch eine große Rolle. Im Frühling und Herbst sind viele Fische besonders aktiv und beißen häufiger an. Interessant ist auch, dass viele Angler ihre Fische gar nicht mitnehmen, sondern den sogenannten Catch and Release betreiben. Dabei wird der Fisch nach dem Fang wieder freigelassen. Das fördert die Nachhaltigkeit und hilft, die Fischbestände zu schonen. Allerdings muss man dabei vorsichtig sein, um den Fisch nicht zu verletzen. Es gibt ja auch viele Angler, die sich für den Naturschutz einsetzen. Sie sammeln Müll an den Ufern und achten darauf, die Natur so wenig wie möglich zu stören. Das ist wichtig, denn nur so können wir sicherstellen, dass auch zukünftige Generationen noch diese wunderbare Natur erleben können. Abschließend bleibt zu sagen, dass Angeln mehr ist als nur ein Hobby. Es ist eine Möglichkeit, die Natur zu erleben, sich zu entspannen und gleichzeitig etwas über die Umwelt zu lernen. Genau. Und jetzt interessiert uns natürlich: Welche Erfahrungen habt ihr beim Angeln gemacht? Schreibt uns doch eure Geschichten und Erlebnisse.